Prince gut Limitationen zu hun an so ein Hai gibt einen Ausschnitt Rechtdeck wo du den Geschichte muss erzählen an dann auch nach eben die Sache vom Schnitt der Schnitt den Saras die sonst kein Kunstform hört der Schnitt am Film also es war dem Film genetisch ist das war wie Alchemie wo der Schnitt hier kennt an du meine ich auch etwas wo ich hoffe dass es ivrisch bleibt weil Maschinen dann so wirklich können imitieren. Willkommen beim 3FM Elevator Pitch. Ich bin den Emil und ich bin der Fabian. An Hauttummer zu Gast den Jeff Deso. Meng de Jeff brauch in zu Lützeburg net an der Filmszene nach groß hier zu stellen. De Jeff verschiedene Ränge mit Begriff, den zu Lützeburg als Industrie schafft. Wir schwätzen man Jeff jetzt sein allererste Projekt, den sollte nur 3-4 Main fertig sein, als schlussendlich ein bisschen wie lang gedauert wird. Wir schwätzen darüber, wie man Wiki Krebs gedreht wird an einem von seinen nächsten Projekten, wer doch manchmal wird Wiki eng von seiner nächste Rolle war. Und da schwätzen wir natürlich darüber, wen das schlussendlich immer eine Sehnsucht hat, an Amerika zu planen. Hier sind da mehr wie 10 Jahre zu Los Angeles, wo nun relativ große Projekt schafft in der anderen neben noch der Film den letzte Jahr zum beste Film vom Jahr mit einem Oscar prämiert gouf dem Everything Everywhere All at Once von den Daniels wohin Deel war von einer ganz kleiner Equipe die sich Visual Effects gekümmert wird. And without further ado then Jeff Deso. Kann am hin den Jeff Deso auf Besuch. Moin. Der Jeff Deso. Den von der Musik. Also ist kein. Jeff, du bist ein Zauberer an der Kamera an dem Computer du musst VFX du bist, also für dich du bist Regisseur du schreibst ein eigenes Material du musst Musikvideoen Reklammen die ausgesehen wie nichts anderes weil ihr gesehen hat du musst Zauberei an Galerien und Museen du hast Installationen gebaut ja weil ich eben wollte so für mich wo ich am Film angefangen hun oder wo ich für die erste Gedanken hatte am Film zu schaffen etwa so Sommer 2010 2011 da waret wirklich der Jeff der Golden Boy zu Lützeburg geht an der Kino ge den Reklam am Hitchcock ge den Sach mit Rear Window weil die von meinen Lieblingsfilm hast dat mir natürlich gut gefallen ich mein das einfach mir frieden uns haut drüber schwarzen gucke was nur zu Los Angeles gelernt natürlich schaffst du willst natürlich zu schaffen willst du Regie feieren willst du Filme machen willst du VFX machen also viel froh in Projekt zu beschwatzen gibt genug zu beschwatzen ja komm ich mal rein ich mir schon mal pur Leute geschwar im Podcast die auch dein Nummer erwähnt und die auch mal dir besser so angefangen hun ich meine du gibt so ein Gruppe Leute wie der Berner natürlich Wiki Schauspielerin Govinda wie stellen die Stadt für du mit 2000er wo die angefangen einfach so als kleine Gruppe Film kurz zu machen wie war das? Ja das war da muss frei 2000 noch gewircht sind das Schuh gefangen und Schülerfilme zu machen voilà, schon meine Kamera zugelöst dann voller ungefähr kleine Sachen zu machen du am Lycée war voller Wunsch irgendwie einer Leute Gesicht die auch interessiert waren und irgendwie Wunsch der Berner nicht waren zusammen in einer Klasse und wir sitzen zusammen an einer Bank hier war schon viel mir Cinephil ich war noch nicht so frei wie hin aber hin und warst du den Filmbug wie ihr so seht du möchtest mal du gestanden du Govinda an Fiki die Junge ich mich spät kennengeleiert oder viel mich spät mehr vom Govinda und ich so indirekt vu Frenner aus der Klasse heieren das den Tipp an der Waldorfschule hin himmecht sing Govinda van der Waldorf an der Waldorfschule ja mischt sing Filmer en Longmetrage Slasher voilà vielleicht cool wann schenke mat dem treffs also an Stunden Infei schenke man Govinda getroffen der Stadt an Münner als op Anhieb wirklich gut verstanden irgendwie war dat so wann du am Lycée warst dann mengst du irgendwann denke kann ich nicht verreden wie du klingt Land klingt Staat und irgendwie ja das ist coolen Tipp dat du den ist cool Sache und irgendwie die will ich noch besser kennen mit dem will ich mich aufgehen an mich von dem inspirieren los schon noch gespürt dat hin und dem interessiert das zu machen irgendwie voilà, heute du von selber beschleunigt mir hun du nur gefangen Drehbücher auszutauschen Govinda hat die Langzeitprojekt und den Sweet Dreams vom Slaughterhouse wird sein die Slasher war von dem ich gerade gezielt hun ich war meine schon ein Jahr am Gangen und Vakanzen darüber zu schaffen und war wirklich ein ambitiöses Projekt
ich so nämlich fett durch den Kap gegangen hast mir mich gefreut hast du Lust Hauptrolle an den du stimmst hart der Kamera ja nee also schön wäre okay da hier was das sonst fans ne dann da meine ich dann aber wenn du wieso fängst du drehen und du spielst nur für an der Kamera was du wirklich kannst nicht fort ne du kannst nicht so eine Haut also nichts geht nicht mehr voilà, das immer ich war wirklich im Projekt und die Projekt bestört ja voilà schade wenn man gerne schon viel gelehrt oder wie hin sind Filme möchte schon noch geholfen organisieren weil alles werden wenn man wissen wir dann zu hier war an der Pampa gedrängt nur durch weißt du, mit Dozenen an Dozene von Statisten die voller Blut waren hat mich Faklen drohen und fahre gedessen aber voilà, der Film ist bis heute nicht rauskommen dir an der Hauptrolle mir an der Hauptrolle ich kann eine Geschichte von dem Film du hast schon nie ein Frame gesehen kein Foto nicht ja, so gerne aus der Film geschnitten nee, wieso hast du noch nicht geleakt den Edit ich weiß nicht ja voilà leider ob an einer Kirsch Mini Kassetten zu hier aber den Speicher das ist alles welch weiß hast du dann du Blut gelegt no pun intended ja nicht für Schauspielerei aber also schon an der ungefähr an der selbst Zeit du nur gefangen ich habe ganz klein Projekt gemacht und du war der Plotspoiler hast das Drehbuch geschrieben für 40 Seiten ich wissen für was 40 Seiten tut sich einfach gut gespielt schnell mal auf Platz geschrieben ich hatte das Drehbuch bemol und ich wollte das wirklich machen ich hatte all die Ideen am Kopf wie es halt ausgesehen wie ich hatte gerade Amelie gesehen Big Lebowski Fight Club Sleepy Hollow wisst du war von 90 bis 2010 war wirklich ein wirklich gute Jahrgang für Filme weil ich hatte all die Ideen am Kopf visuell für allem die ich wollte irgendwie ausprobieren irgendwie und voilà, das Drehbuch wird das alles irgendwie verkörpert an ich mich gesagt an du hört das 2-3 Monate Summer Vakanz dann ist der da an der Köcht 4 Jahre mich spät ich war mittlerweile war ich 21 ich angefangen wie ich 17 war ja mittlerweile war ich 21 und ich war an einer Filmschule in England geholt gehen und ich habe nach dem nächsten Jahr eben nach den Plotspoiler fertig zu schneiden zu machen und ich hatte keine Ahnung wie Visual Effects oder so funktionieren ja schon Stimme von einem Kollege hun mal After Effects bisschen so beibringen gelos wie dat so los learn by doing hun raus und voilà war so war so möglich am Visual Effect weil voilà ich hatte eine MediaV-Kamera geschafft das Sechstel vielleicht von der Resolution die der Hauptbanger Television daheim ist an schon einfach mal geguckt wie kann ich falsch gefilmt tun war nicht schlecht ausgesehen hat weil wie kann ich aber noch besser wissen wie kann ich noch mich groß mich cinematisch machen schwarzballigen setzen wie wisst du den Himmel kann ich ersetzen ich kann ein bisschen Depth of Field dran setzen wisst du wie so besser ausgesät wie den schon also kennen ich werde den kennen exament ja gefilmt ganz Filme kennen exament an se war net schlecht Kamera mit war weg sonst haut geseis net ideal me wie fertig war man Plotzball dat war wirklich Filmschule dat war vu weil joch zu de VFX kom sinn vum Film die 3 Jahre fir droen hun wirklich alles selber organisiert schon Zette selber gebaut menggen älter gefro Garage kann Set opbieten den dann 3 Jahre lang am Garage wo den Traktor nicht kann am Garage stellen weil ich mein Sato abgeriet hun wo du we oft gedreht hast also am Jahr eng woch im Kap wollte so heißt gemidtlich ich wollte einfach den letzten Deel vom Film drehen ich wollte einfach das Set die los bis zum Schluss weil wisst du das relax dass du nicht Kontrolle über alles schlussendlich min als derbause gefilmt zu Remische beim Wassertour mir hunn
überall am Lande bëssen Apps gefilmt, wie man am Auto runm gefuert, Kameran überall ein Auto gehangen, wo nimmer gegangen ass. Mein Hauptdarsteller supercoole Kerl und hat wirklich gut Zeit mit dem immer se da war nur 3 Jahre ich verstehe das doch ich war auch als enger Rolle Golf im Film 3 Jahre was dann so hey wenn ich immer fertig ich muss aber jede Teil an der Film oder wirst du das Zeit bei mir verbringen ja, voilà. gesagt am Anfang war schon was lang an du schon gesagt hey, Gili mir nach hey, nächste Woche Film am Studio das die Lasch ich versprechen das die Lasch sagt die man machen und die se ich hab schon nicht leicht nur ich will das ich wissen wat man mal lasse aus mir gehen Tor aus im sind Tor ausgegangen hin mein Foto geschickt und carrément also nicht wis so Algin Tor aus Stecker rauskommen mittlerweile hatten sie hoher zurück das war just Stress in dem Film war sicher Stress bedenkt weil an der Körper hat eine Reaktion darauf mengst du nicht Kinder sinn hatte bis zum Schluss gehalten wirklich all hoher all Strand den nach Hung hu man gepagent oder man Mascara alles wat wis du bisschen Kap gesehen hast zogedeckt Parik war keine Option oder Parik war zu teuer ja. schon noch de Make-up gemacht es ist schon Kostümer gemacht schon alles irgendwie Gaffertape zu summen gehabt bis zum Schluss an den gut man da aber noch gedrängt an du nur ich war fix so Kontrollfreak den ich alles wohl perfekt machen wenn du Filme wie Amelie guckst anscheinend gestern nicht gesehen weil nein ist am Kino raus ist dass all die Teile ist einfach geplant wirklich all Detail all kleine Bewegungen weißt du von einem Puddel am Film der das schon dat gesinn Demos um DVD wie du Charles geleiert hun Making of so die Sachen einfach am Vene gespritzt versto wie Film gemacht ich wollte dat genauso wie Jean-Pierre Jeunet machen ich wollte all die Teile wie genau setzen ja weil nur der ganze Experience beim Plotz bei der Wunsch angefangen bisschen mir laber zu gehen weißt du, verschiedene Sachen sind aus der Kontrolle kannst du kontrollieren an du geskekech wanns du probéiers an heinst du weil mat der Zeit hunsch gelehrt bis méi man Flow mat zu goen. Was sind so Sachen die du net kannst kontrollieren wo du probéiert hast du meinst vun zu an sonech lo mir drehen ja nee, du kannst kontrollieren egal was du bas dat was net wëst wat geschieht wert geschehen. Ja, wie du de Plotspoiler fertig war du hörst de Filmpresse firkrit ja dat war ein große Überraschung weil echte Film fertig war man noch nicht mal der Filmshow war mechte Joer Filmshow ich mein Beryl Coles hat gesagt hey, richt den Film an war die aller Edition vom Film ja ich mein, ja richtig Film an und ich sollte mir schon Filmfang zu den dort kein Suenra gestarren schon der Tor bei mir in der Garage gefilmt oder auch nicht ja und dann wie ich der Preis gut war ich natürlich wow das war natürlich im Stuhl gehabt schnitt mal geraschen dann von Lob du und Spemol die kann an der Filmindustrie wenig war im Jahr ungefähr 2007 Mensch und du ist Filmer den no Mattelle vom Film von gemacht dat war so der Gedanken dann also natürlich wusste jemand du willst Regie feieren höllen schon dann wirst du einfach weiter geschrieben ja, Kurzfilmer ja. Oder was Langmetrage weil wie lang war der Film war der nur um die 40 Minuten ja okay. Voilà, direkt Langmetrage gedreht schon noch Drehbücher angefangen zu schreiben zu Letzteburg schon mal relativ strikt regeln dass der einen Kurzfilm Film darfst machen das muss wie den Führerschein machen ja. Das muss machen, dann darfst du unsteuern ja. Dann habe ich mich mal gesagt okay ja, Kurzfilm machen ja das war natürlich einfach weil Geschichte du fängst geht immer so lange direkt schon direkt das große Sozialen an das wirklich Kurzfilm als tough weißt du weil du wirklich muss an 10 Minuten 15 Minuten das irgendwie komischerweise bei méi schwer wie an Langmetrage. Ja. Das eng Ziel von die man net so gewinnt sinn das net so oft wie so net so absorbiert ist wie Diana
Beim Longmetrage kann sein so ab seit 30 soll so etwas geschehen, ab seit 50 so ungefähr das schon muss drin haben, wenn kurz ist nicht auf der zweiten Seite muss der dort schon drauf sein Longmetrage ist einfach alle guten mir sie so konditioniert ob die Erzählform dat man irgendwie spielst dann hörst das andere Stunden wie gesagt dann extra eine Map geschrieben weil dat war auch so ist eng Welt die voller Schafe an 400 probiert irgendwie gefilmt oder ranzubringen an der Zeit beschäftigt hört die sehen so dann so weit fortgehen du gute mal der Unterstützung vom Filmfang an Casting gefangen an wie man geguckt war wie kann Mat spielen an so schwng de Berner gesagt Vicky hat aus einer Schauspielschule bis probiert 10 aus also ma Drehbuch war schon so viel bekannt vom Sweet Dreams am Slaughterhouse klein Klammer zum Sweet Dreams war am Film wo ich ja Hauptrolle spielen wat Vicky ich meine ein Klammer an der Klammer Multiverse voilà, den Govinda hin wollte immer voilà, so der Schwarm von der Show der Mädchen wisst dat sollt Troll vun menggem Charakter den bist so den Nerd war dem se Vision oder seine Schwarm spielen also an Dram der Mädchen hat net ka kreen du Govinda hun medische gefrot die geduld huet die so an die Rollgife passen an die immer gesot ich weiß net nee vielleicht an die sind immer ein dann aber net kom op Tournage oder wollten net machen an Vicky huet zu der Zeit nur bist du geholfen bist du Production Assistant wo gemacht du gemacht bist produziert für den Golf sehr Film und Gewinner Vicky wirst du da keine Lust zu machen und Vicky das war noch lange und die überhaupt konsideriert Schauspielshow zu gehen gesagt, voilà, du kommst eben zu einer 10 wo Vicky an an dem Dram von meinem Charakter du Wiesleien hat schenkt mal sitzt du dort an mir kussen man nie zu gesehen ja nee die Speicher am Norden ja direkt kann der Mann danach war schon ein bisschen intim ihr du hat eventuell op der Casting was war so kalt den Dach ich mein wirklich krank in Dach drauf also es war intimes weit fort von dem weil das war auf jeden Fall voilà, und Stunden Vicky zusammen Max Thomas für die einen 10 aus dem Drehbuch von extra Map zusammen kreiert voilà, schon mit Kamera mit kleinen XM nach vom Plotspoiler voilà, du und ich mach Kamera und ich gucken Vicky gesagt nicht schlecht aber Kamera ist in dem Moment war so schwer zu erklären schwer wird weil man Vicky so wie Vicky ja weggeht kann ganz anders das wie war das durch diese von der Kamera gesehen und voilà, ich war so direkt weil also ehrlich gesagt sind an den Castinggang so Vicky was ist das soll da hier probieren weil der Bern immer gefläft an dünn aber direkt dem Moment kein Problem natürlich Vicky das ist so fotogen und das Intuitive an seinem Spiel an Donno für mich kein Zweifel ja Vicky für Action Map sieht sich das in dat vielleicht mal nicht so hält solange du nicht durch die Visor guckst sobald der Filter dazwischen das welche Sache sichtbar die für nicht sichtbar waren nicht die echte Kehr war wo für der Kamera stand eben Matt dir für der Kamera weil du hast nicht so gesehen ja noch einer Keieren ja schon Filme nie gesehen sehr viel was nie rauskommt es war wichtig dass das selber irgendwie Kamera an live gesehen wie die Transformation irgendwie für mich nahe geschieht für das verstehen ja du hast wirklich das das ist interessante Gedanken einfach dass du kennen seine Person all da am Leben gesehen gesagt Linsen gesagt als Regisseur komplett nicht mit der Golf den möchte hin hier kannst du viel Leben Leute die nicht also wusste der Fleisch nur nicht fürchten als die für eine Rolle passen so den du mir so den Kurzfilm theoretisch so den 2 Projekte gemacht du willst lo wat machen du fängst auch Sache wie beim Rear Window also lebt das parallel zu du musst die dort Filme
oder weißt du bist mehr eng einer Schiene angelöst die lo weißt du schon du kennst mit VFX aus das ist auch schon großen Teil von den Ideen oder wie es das kommt vieles von dem so angefangen und zu machen war wirklich so solo wo ich wirklich keine Kipp gebraucht tun ganz schön im Computer konnte schaffen oder am Atelier und einfach Ideen die noch nicht strikt Film waren konnten weil irgendwie drum knöchle weil ich immer wirklich gerne experimentéier tun und hast du einfach Ideen hat die just visuell waren irgendwie hatte ich keine Lust zu warten so uns keine Ufroen zu machen so da wisst du das einfach dat halt wirklich der Wand aus der Segeln an schon dann immer wann immer so eng Idee oder so hat und klingt Tester gemacht so voilà. Ich mein wat dat nächst war ich der Musiksvideoen ich war durch mein Graduation-Film ich war den voilà, mein Aufschlussfilm op der Filmschule in England wo ich war Bournemouth ja dat war du mein nächsten Blocksky, genau. Das ist die Hausaufgabe. das aber nicht du meinst. Ja, auf jeden Fall, für den Projekt, das ist auch eine witzige Geschichte, weil das war auch so, ich bin ein Schauspieler, ähnlich wie ein Plotzspoiler, dass ich war der Pianist, als Hauptdarsteller, also ich war ein Schauspieler, der Piano spielt. Und dann war ich so, komm, da fand man ein Schauspieler, der Piano spielt, und der noch Musik komponiert für den Film. Zu der Zeit war MySpace dann Spotify oder was auch immer ne? Oder dann Facebook voilà. Ich einfach bis so von Musik die ich gerne hat muss immer so Recommendations kriegen bis ich immer Thumbnail so gesehen und ich gesagt das ist ein gut schönes für dich mal einfach dort basiert Musik gelauscht oder gehofft dass sie gut wäre. An Tatsache was eng Musik also eng experimentell Piano wisst du von der Piano wat hin präpariert Piano nennt sein Nummer Hauschka Volker Bertelmann Düsseldorf und mittlerweile auch in Oscar genau die schnell die auf MySpace fand einfach wie von MySpace oder Website und ich gefragt hey Filmschule meine Dinge ist lost heißt Drehbuch heißt Inspiration Pillar schon eine ganze Package geschickt hin positiv darauf reagiert gesagt komm auf Düsseldorf wisst wir bisschen auch nicht Casting oder mit der Kamera zu schaffen und so wir war direkt mal dabei voilà, so eine Stunde der Volker kennengelernt auch wie der Blocksky fertig war wie man der Poster mit waren hatte ich nicht so eine Vision auf einem Piano den so engem für einem Heichhaus für ein Fenster lernt Strohfeld brennt ich weiß nicht wo Bild hier kann mit zwar so am Schnall wisst du guckst lauschst dieselbe Musik auf dann fängst du mal drehen dann mal am After Effects Summe geschnöppelt weil das war so du kannst du nichts filmen irgendwie ich weiß nur Plotspoiler und Blocksky weiß ich besser wie ich war komplett am Computer kann generieren das danach war irgendwie realistisch ausgeseit und hatte mal so Volker guckt der Time Schnipsel von 10 Sekunden Piano die Feld bilden Leute gefragt hey muss mal Musiksvideo immer zu machen und ich gesagt ja gerne genial Musiksvideo natürlich gratis ne? Voilà, für mich war Demo so cool ich kann ein Musiksvideo machen weil also ich war schon ein großer Fan vom Medium durch die wissen oder die Directors Label DVD kennt Spike Jonze Chris Cunningham all die Realisateuren hatten DVD rausgebracht wo so viel behind the scenes Material drauf war wusste wir sehen es weil all die Musiksvideo aus den 90er die Trigger gemacht und dat und ich meine ganz Generation von Realisateuren die noch kommen sind die waren ich will Musiksvideo machen du MTV genau natürlich kein Budget mehr sind haut nach viel Mann voilà, zu der Zeit ich war halb begeistert ich konnte Musiksvideo machen und ich hatte ganz klar Idee am Kap ich mein ganz gesinn ich das nächste da fängt hun so was mein nächste Musiksvideo denn zu Sterne kommen de morgenrot hat der Musiksvideo geheescht Vimeo gelöst weil Vimeo zu der Zeit war so eine neue Plattform die nicht YouTuber so bist du artistisch war 4 als Portfolio gedürt 4 up and coming Filmmakers für Sachen zu delen und eng Community später hun Daniel den Dan Korn erzählt immer später
und gesagt voilà, wie sie ihre Vimeo-Account abgemacht und hat hin de Video mein Musikvideo am Piano hat gesinn als einfach den echte Sache weil das Daft-Pick war an hin hört dem Schein dat gelesen an dat war hier een echten Like op Vimeo an du kurz drauf mir an E-Mail geschickt sie du schon hier Video genau die pur Video mit den riesen Erfolg hatten oder ich meine, oder pur klein Sachen haben sie abgeloadet. Sie hatte für einfach Sachen von ihrer Webcam abgeholt. Später kriegte ich eine E-Mail von ihnen, denke ich, für eine Reklam VFX zu machen. Und da war ich, einen an einen zu zoomen, das sind die Jungen, okay, cool. Und dann hast du kennengelernt, wie ich für die Vimeo Awards, aber das war nicht für den Morgenrot, mehr für den Rear Window war ich für den Vimeo Award zu New York. Und dann hast du kennengelernt. Voilà, von da aus war so, hey, was müsst ihr nächste Woche? Keine Ahnung. Komm bei LA, mir musste gerade Musikvideo fertig machen, wir brauchen die Visual Effects. Okay. Und voilà, und wir sind zu LA gekommen, und der Schein können wir schon gar sicher hat ein Auto, weil ich so ein Auto direkt hin, wo sie gewohnt haben, und ja, dann ist eine Woche lang Martinen zu summen an einem kleinen Appartement verbrüht und durchgeschlafen während der Computer gerendert wird so und ich keine gelehrt ich kann mich nämlich noch gut erinnern ein Freund hat mal gesagt hey, guck da den Video da und den ich von tun auf Vimeo das geht hier los und ich gucke das und ich war mega geflasht das war aber nicht den Dort war Manchester Orchestra also Orchestra Manchester Orchestra voilà, es war schon ein Video gesehen ich war hier los begeistert und da ging ich alles gucken was sie gemacht haben du gesehen ich die Julia Video da und ich so Peter das ist auch mega gut und dann guck nicht den Abspann steht du schaffst das um ich so, über alles wird gut aus der Fahrrad am Spiel ich hatte keine Ahnung natürlich dass du sie gegen kann ja nee also ich immer auch Spaß mit ihnen zusammen zu schaffen an irgendwie mal an seinem wirklich Lust für Martine Willen zu schaffen und es war lange Zeit so als die Realisateur ich meine just Effekt für mich selber und ich schaffe für das geht voilà. Und ich habe gesehen das war cool irgendwie ich habe Lust irgendwie habe es dann zu denen zu holen und spielen ich habe es Make-up bringen voilà. so ein Job angefangen auch die Idee für Visual Effects zu machen für andere Leute auf einem Projekt aber ich sind immer ganz kritisch was ich mache wählerisch Anfangs letztes Jahr sind wir offiziell eine Firma aufgemacht Tisch sind halt genau dieselbe Feier Leute die war du schon Film raus everything everywhere all at once sieht das nur gegründet oder ja ich kenne nicht viel für VFX mir dir zu feier komplett verschiedene Skills wo da wirklich Alkeers dann Projekt können also okay mir drei wir schaffen halt darum die Pferden in der Gitter nicht gebraucht oder von ihr ich mich Alkeers matt weil die alle eher Sachen ob die spezialisiert ne wir sind echter Generalisten alle gut für uns zu fangen an mir hun pur Kleinspezialisationen wie zum Beispiel ich sind nicht wann Molenke 3D gebraucht wird dann hast deine Väter für Misch oder für den Ben Brewer den am Blender schafft das schaffen eine Software mit alle guten zu summen sind immer mit After Effects von Adobe rausgehen an Realisateuren Daniels und auch ewig schon mal After Effects geschafft ob die Musikvideo die man gemacht hat dadurch voilà, das so nicht den Industriestandard Theatrical Filme geht Mees schaffen und Houdini oder voilà, das sind Softwaren die aber wo die Lizenzen enorm teuer sind und wo dem dadurch auch schwerer ist wenn du anfängst zu lehren weil du gehst da nicht als kleine Spund eng Lizenz von 3.000 Euro Jahr kaufen. Du guckst das eng gerippte Copy von After Effects findst. So fängst du an und dann bemol also doch schwer eng malen Hund neue Trigger zu bringen. Und so immer After Effects geschafft. Und wie der sagt, der Supervisor von Everything Everywhere, den VFX-Supervisor wie hin Pipeline abgestaltet wird war Daniel so von Anfang an war klar wir probieren am After Effects zu machen also es war nicht evident für, weil da sind Assuranzen die da so in HNE die können nicht Kollegen VFX machen los das go nicht für run wir brauchen
die mir machen eng Assurance, dat doch gesichert zu enger gewissen Zeit oder fertig geht, ne? Die könnte net für jungen an die von daheim aus op ihrem Laptop schaffen die Effekte machen. Ja. Dann haben wir mal so gefangen an die Pandemie du ausgebracht als hat man bemol ganz viel Zeit bei der Seite an dadurch also der Release Date natürlich war am Limbo bis Gott weiß wenig. Wir konnten Film schaffen mal an A24 weisen, dat man kapabel wäre für die 500 Ausstellungen über Bühnen zu kreen. 500 Shots 500 Shots op de Cover Dir schafft du alle das net so dass wirklich kann so opdrehen oder das kann so du müsste 100 oder also dir schafft so 2-3 bis nun allem du fäng so da gest weiter in den nächsten oder eben weil der Journalisten sind können dir wirklich du kannst Shot bei ziemlich lang machen also jeder Verein hat Zugang auf alles. Natürlich, du kannst jeden hat ein Kopie vom Harddisk an dass ich ein Peer-to-Peer-Software bis wie Dropbox alles synchronisiert ging so jeden lokal Zugriff auf all Datei vom Film hat. Et war relativ open wie wat soll machen natürlich du kannst durch löscht gehen der Darstellung gucken an so okay der Do es wat mir gestärkten Zo spielt die Ausstellung hätte ich oh die ist cool so haben wir mal angefangen an auf mesure gesagt dann noch wen gut als für eng Ausstellung wisst dann hast du zum Beispiel den Ethan den sich auf der User Interface den du auf den Monitoren hast konzentriert hast an natürlich möchte das sind den all die Ausstellungen möchte wo irgendwo ein Monitor oder irgendwie Apps von den Multiversen zu erzählen hast wie sie funktionieren also an dann Menge Spezialisation war eben 3D, wo ich dann viel Ausstellung am Bagel-Code zum Schluss weißt, wo dann Bagel dann im Showdown oder Schengen am IRS-Building die ganze Sequenz aus so Mengem durchgelandet an der Stadt gemacht. Also letzte Woche meint bei der Sequenz. Ja, voilà. Also ich gebe so alles in allem Hunschmol. Tut nur so gefallen, aber schlussendlich tue ich aber 6 Monate drauf. Wir waren Employee von A24. Das ist normalerweise wie man die Sache wenn man als Freelancer machen oder als Dinge war siehst du hey, du hast so viel Ausstellungen stellen man Zeit wie ich will das kannst du so viel und dann guckst du dass du nicht mehr Zeit drauf verbringst wie du dafür estimiert hast und heute war einfach so du hast einfach den Stunde gelockt du Employee du warst Salär voilà. A24 genau und du hast einfach zum Schluss von der Woche gesucht so viele Stunden geschafft. Aber mir hatte kein Deadline. Und Sarah also einfach weitergelaufen, bin mal einmal und zweimal bis man halb die Uhr drauf sitzen. Also nebst Cut gelockt war, so da sehen. So kann da ist nur der Schnott und das geht lohnt VFX. Da waren zwischen fertig, Locked Cut waren 6 Monate plus oder mehr. Okay, das ist wirklich, weil ich schon ein bisschen natürlich schon darüber gelesen hören, dass schon Sachen gemacht wurden für den Tournage und auch während dem Tournage, weil ich weiß nicht, wie normalerweise das für mich als VFX sagt, die natürlich das geplant wird, was gebraucht wird mit recht und nur richtig angefangen, weil oft können wirklich viel machen, bis der Cut gelockt ist, oder? Also genau. Das ist die aber so ein bisschen ändert drin. Du hast für Nightjobs gemacht. Also wie VFX fängen, idealerweise fängst du nach 4 DP, also 4 Cinematographer und du warst auch die Lächten den ophält. Der Grund dafür ist eben, weil Apps wird, weil ich viel VFX heavy ist, muss wirklich entscheiden, als der Totalo VFX, als das praktisch. An der Diskussion muss direkt von Anfang an gemacht gehen, sodass man präpariert wird für den Tournage, dass nicht für weiß, dass du den Hintergrund brauchen wir nicht, da muss nicht gebaut gehen, da geht VFX oder da muss gebaut gehen, weil das können wir praktisch machen, gesagt besser aus praktisch. Das ist ein ganz hin und her, ne? Da muss am Voraus geklärt gehen. Aber ja, es war eben so, dass also ich war dem Moment noch nicht an Bord, ich hatte dann echt einen Film zu sehen, also dass ich wusste, geht gedreht, ne? weil ich eben nicht früher auf der Equipe gut kennen. Die 6 Dolls hin war der VFX Supervisor. Hin war Meido an dem Staat tätig, wo sie Konzepte ausgeschafft wie de Bagel soll ausgesehen, wie am ihre Resten der Show dann wieder soll ausgesehen, weil das war relativ abstrakt am Skript, war das schwer so, war wirklich non-deskriptiv am Drehbuch. Drehbuch gelesen. Voilà. Wann Kind dat
gesehen hört und kein Visuals geht, kann kein sich vorstellen, was das soll gehen. Und just beschrieben hast im Text. Also, ich kann man just, also, auch Respekt für A24, dass die selber. Ja, da wird ja oft so ein Previous gemacht. Ich meine, das ist ein froh, die ich hatte. Wie du ein Previous gemacht, 3-4, das und A24 verkaufen zu gehen. Nee. Wie gesagt, sie noch bald kein Storyboarder gemacht. Also schon der denke gefragt, ob sie für viel Storyboarden. Ich so, mir meine Shotlist, der Moje für drin oder nur von 4 und 3 Tagen, nur von selber, wo dann Tag drauf gefilmt wird. Also sie sind zu 2, das ist natürlich auch ein großer Vierteil. Das ist, wenn ich es vergisst, erinnert den anderen sich drin an vice versa. Du wennst, sie wirklich schon in die Männer sein Krieg, also das ist auch in einer Steipen. Ich meine, das ist auch so, dass die ganze Equipe so angespielt ist vom Jason Kiswardi, den Production Designer, bis der Lachkin, Zeipel, den Kamera gemacht wird. Sie hat so viele Innovatoren man in zusammen geschafft, dass jede Verein wie plus oder moins weiß, hey, so können wir das machen, so hat Fedro schon einmal gemacht, die Quota kriegen wir pro Tag ran, weißt du, und das heißt, all die ganze Equipe hat einen gewissen Shorthand, für man zu kommunizieren und zu schwätzen. Das ist ein enormer Vierteil mehr. Das hat 10 Jahre gebraucht, für die Equipe abzustellen, für das Hitfrei so gut man nicht schafft. Und das haben wir auch noch gemerkt, weißt du, dass, wie der Film rausgekommen ist, für alle Departementen, Hitfrei kriegt ja dann eine Aufrufe für neue Projekte, und alle Projekte also so, könnt ihr das selber für unser Projekt machen? Und das ist schwer irgendwann zu erklären, das ist wirklich die Synergie von der ganzen Gruppe, die das da irgendwie ermöglicht hat. Weil das ist ganz schwer, für das zu wiederholen. Das einfach kannst so ein machen, ein Film, kommt man eine komplett neue Equipe und dann vielleicht von mir in die KVFX und im Schlafzimmer machen, mal ein kleines Budget und dann das ist alles möglich. So machen wir so. Also bei ihr ist das schon krass genug, dass das gar nominiert gibt, all die Sachen. Aber ich meine, alles, was du so hast, die 10 Jahre für Drohnen, die sind eben ein Grund, wieso das wahrscheinlich auch geschieht ist. Ja. Offen sind davon, dass sie gut Drehbuch fahren, all die Sachen. Ja. Also so viele Sachen oben kommen. Ne? Ja. Andere Departemente noch da gesagt, voilà, da kommen die Leute eben bei und dann so, wir so viel suchen, dass wir ungefähr das Budget, den sie für Everything Everywhere hatten. Ja, das kann alles, nicht vergleichen. Ja, kann ich nicht vergleichen. Ja. Das ist wirklich der Staff, also immer so weiter gerecht gehen, weil ihr wisst, durch so viel Training über die Jahre, auf Low-Budget-Musikvideoen. Also vieles hängt eben noch von den Daniels auf, die genau wissen, bis vorhin also musste gehen an nicht mehr weit für gut Resultat zu kriegen, weil dann aber mehr groß an Medaille ausgesetzt, wie es schlussendlich war. Und sie kennen wirklich alle Tricker, für das eben so zu drehen, dass sie mengen, das wäre viel mehr größer, viel mehr teuer gewesen, wie der Film schlussendlich war. Ich meine, das hat auch, also für ihn, den an der Musikfilmindustrie, Musikvideoindustrie schafft, wie mich selber, alle Kollegen, alle Menschen, mit denen ich arbeite, war wirklich, wo sie den Oscar gewonnen hat, war ein bisschen so mir gewonnen. Ja, wirklich. Wirklich so zu gesehen, wenn das Leute wie Daniels, die aus der Industrie auch in anderem kommen, dass die da etwas so auf Bein gestellt tun, eben mit kleinen Mäuern und dann über den ganz großen, durch den ganz großen Film mit ihren 100-200 Millionen Budget, war wirklich enorm. Ja. Ich erinnere mich noch, wo wir für die Oscar ganz Equipe hatten, ein Kino gelohnt, für die Oscar zu gucken. Und war wirklich, wie sie gewonnen und war wie man die Weltmeisterschaft. Also, ich soll das nie vergessen. Ja. Geil. Tisch wenig was dann du dich der dabei zu plannern. Oder was war der Gedanken? Du war das eben, wo die Dieren abgegangen sind, mit den Projekten, wo Schnitt ihren Kruste. Etwa steigen Preis, ist das der Preis? Nein, nicht so. Oder der Kruste, das ist Resident, wo du zu New York warst, für was zu machen. Das echte durch die Rear Window und Holorama hat auch schon gemacht. Ja, ist auch mega geil. Voilà, das sind Sachen, die mehr so an den Galerien, Musikbereich gegangen sind. Installation Art. Voilà, wo ich dann eben den Steiche Residenz als Visual Artist gut. War cool. So, da gehst du 4 Monate auf New York, die unterstützen ihn noch dann für die Hühner zu gehen. Wie gesagt, ich hatte schon viele Leute eben Fedro wie Daniels und noch andere Realisateuren aus der Generation schon kennengelernt, Jahre Fedro, die ich auch als Kollegen konsiderieren, war so, wie ich schon zu New York war, auch nicht auf LA, für bis morgen zu sagen. Wenn wir uns gemerkt, wie ich da war, sind einfach Möglichkeiten da. Das klingt blöd, ne? Das ist wirklich Land von den Möglichkeiten. Da stelle ich mich viel, wie ich an England war.
op der Filmschule an nur der Filmschule Ech gut okay Fause an den Ehrens wisst probéiert den wie eng Firma fir Repräsentation fir Commercials so das Unterschied wie daran nur Hi also so wat kannst du cool alles geht das heißt, weil du hast viel gesagt ganz am Anfang kannst du schon bist du den Urge für weit fort oder schmengen du gesagt ja wie ich nicht so extra Map gedört hun weil am Film am extra Map der Film spielt in enger Kartefabrik an so ein Ingenieur den Kartemol den schon Mädchen verläuft der Karte fällt am Departementen drin auf jeden Fall de Jong dreemt davon denke an Amerika zu go Moldemer Amerika Moldemer die den all Karte op der Hand an enge Stars und Schädenzustand hin zu go die Sehnsucht dat war woch zurückdenken fällt man dat op am Moment war der Lo nicht bewusst dat ganz autobiografisch als mir denkst du dass du vielleicht immer irgendwie Sehnsucht hast ja ich wollte immer heine weil mat Filmer vun Hai rausgehen de ganze Popkultur ist vun Ghostbusters iwwer Aliens all die Filme die einfach an den Thema groß gesinn also ich habe nie geduld wie ich an Amerika kom sie war am Form op LA für dechte Keier fir Filmfestival wo invitiert war am Morgenrot Jefried hat so eng Vierstellung von LA oder was noch nie he das relativ konkret Ideen die einfach so als Filme irgendwie zu Summe gepluscht hat du wie ich war irgendwie war alles we an einem Film an aber war irgendwie gefühl wie wann ich abs Neues entdeckt hat wo kein wo ich komme wie du wirklich verstanden hat dat het so was an net so wie sich vierstellt an entfir Leiit mich op den Näm kom geheescht an entwie hunnech haier bis fand watch sos nie fand film ugefangen fir Filme zu machen ich mich irgendwie als Outsider gespurt hun also mache war so an de Filme hun irgendwie de Refuge fand woch mich verstane von tun wo min Gefehler an all der die uschloss fand hun schon net der Menge am engem Environnement irgendwie von an schon den Firma Gesicht an Heimstadt fand an dat hat nicht erwart weil den überflasche Staat CD wisst das Smog an Hollywood an Palmen Opportunismus grausam Industrie die Sache mit kann alles koexistieren einfach dat das so viel du musst auch dein A-Game bringen wann du irgendwie Apps muss du musst viel noch den Drive einer zu kommen an mich beweisen zu müssen ist schon extra gut sind da das ein Gefahr die zu Lützeburg mänglisch sehr gut weil der so ein klein übersichtliche Industrie ist und dann geht gut genug geht er noch deck du ja da gist immer Fleisch bequem also sein Gefahr für complacent zu gehen der Spruch auf viel Lützeburg ist gut wo mir ja schon oft gesagt schreckliche Spruch und du musst einfach es wird gut das ist Spruch also bei allen Projekten ich gefehl wann immer Chat se also für letzte ist dort eine gute Film oder immer gut gefallen schnell gemeint dass du letzte kennt machen das so eigentlich Unterschied machen wird gute Film gute Film das ist schlechte Film für letzte Film wann du hyperst dann musst du einfach die ganze Zeit so gut sie wie es denn immer kannst und du willst den Limit immer weiter pushen also also wahrscheinlich letzte Besuch machen mit der Tech natürlich verschiedene Ränge Move musste einfach Christ Validation weil dass du west okay ich mache schaffen Level an Pieren sinn unerkannt an de Mengen dat machen okay dodurch Christ wir bis Validation an der gibt auch natürlich Courage weiter zu machen weil das hart ist das nicht immer einfach du schaffst du komische Stonnen hast du musst nur durchmachen weil bis du Deadline könnt an du musst fertig gehen das hat nicht wie du beim Büro schaffst das wirklich immer du musst die ganze Zeit gewieft sehen an alles vierberät sehen vier schaffen also ich meine das überall am Film so Heinestadt die Disziplin an wéi Filme ha gemacht gin hun Schei so erlieft leerst wirklich also net net an so gelehrt das schwéier zu erle ze sinn an net nonoptimal konfrontiert ze sinn also der Klischee dat se wirklich all Mënschen triffs irgendwéi entweder selber in die Industrie schafft oder ihr kennt in die Industrie schafft sie net als vier Leiit die hun bisssen
die vielleicht genervt davon dreht sich alles schüss Menge Phrase von mir als mein Kollegen Film geschwar oder die Industrie geschwar schon natürlich daran Industrie schwatzen mir einerseits für dem war so viel Leute es will noch rächen an wis in den Dach schi nicht 3000 Musikvideo gedreht oder so bis du wirst gerne das dein Musikvideo den hast du geguckt an den Vimeo Staffkrit dann da schaffst du eben extra hart wieder hinzukriegen also einerseits fand ich allmensch heftig zu summen hat zwei Freuen also du hast ja eine Reihe Musikvideo gemacht ja es gibt mich interessieren zu hören einfach ein bisschen wird der Prozess aus wie man Dinge Treatments zu kommen für die Ideen die du hast für den Video weil ich fand den Videoen und du hast ja auch beste von den Daniels wird erzählt du hast ein Riesentalent für als gibt immer so ein bisschen viel zu machen nicht wie das irgendwie falsch klingt Idee sind gescheit cool Idee Sachen die nicht gesehen hört die umsetzbar sind ohne das Million musst du 400 du schaffst auch manchmal oft mit selbst Artisten Artisten mit denen du zwei drei Video gemacht hast wird du normalerweise gut sehen weil du eine gute Relation entstanden hast wie lässt dich bei dieser Person weil Musikvideo aus der Wirtschaft normalerweise ziemlich viel Freiheit ist. Es gibt so viel weh, wenn Musikvideos zu Summe kommen. Den du wahrscheinlich auch am besten kennst, ist, dass der Label ein Lied rausschickt mit einer kleinen Beschreibung, eventuell einer Idee, die der Artist schon hat, was auch immer. Voilà, der Brief geht raus, blank, Budget ist vielleicht auch bekannt. Und dann, ob der Brief so schreibt der Realisateur ein Treatment, PDF, Video. Was frei, dein Sales Pitch zu machen, wie ein Medium ist da doch nicht. Normalerweise ich mache eine PDF, wo ich dann Bilder zu summen sichern, die dem, was ich machen will, am Nuste sehen, Bilder, die ich manipulieren oder malen im Photoshop oder einfach ein Konzept ausschaffen. Meinst du, ganz andere Dinge, wo ich einfach am 3D etwas mache und dann einfach erkläre, was die Idee ist, wo ich drüber schwätzen oder irgendwie Text drüber holen, am Lied das spielt und dann einfach hey, klickst du auf den Link hier. Das ist die Idee. Hängt auch davon ab, wie gut du den Artist kennst. Meinst du zum Beispiel, kann das beide als Single-Bit, heißt, du bist den Einzigen, den drauf pitcht, ne, mit dem muss aber jede präsentieren. Die gut genug ist, das geht beieinander für genau. Single-Bit. Das erste kriegen du kriegst. Ja. Das kann geschehen, oder du kannst gegen 10 andere Regisseure pitchen, oder voilà, du bist persönlich, wie man am Haus gab, ich persönlich Kollege, sind man mit ihm an. Ich fand mich Fred, dann hast du so, heißt meine Idee. Hol sie, oder? Vogel frisse, der stirbt. Bei mir ist es auf meiner Seite, unabhängig von welchen Musiker, das Lieder bei mich kommen, also so, dass ich auf meinem Computer 100 oder so Folderen holen mit Ideen, die ich bei jedem Idee. Das wird mir nichts vor. Das wäre genau meine Frage gewesen. Was den einfach ist bei allen Lied, du sitzt da lauscht oder du hörst du wirklich 100 Ideen und denkst du, die dort Idee, die kennt halt wirklich mit dem dort Lied passen. Meistens ist es so, dass ich an das Archiv gehe und mal gucke, was kann passen. Heinz du, ganz Heinz du, schlägt die Blätter an und wow, ja, da. So, ich gesehen das da, so machen wir das. Oder, was ich auch an der letzten Mal gemacht habe, wo ich Choreal machen, wusste mehr so zu summen, dass du durchsetzt, oder einfach anfängst, wer wäre das? Bis ich einmal durch die Ping-Pong eine Idee kann, dann schaffst du das so aus. Aber das ich auch wirklich gerne mache, weil, wenn du allein bist, schreiben ist schwer und das ist nicht immer flott. Wenn du dann in Hus, wo du kannst, also mit dem du kannst Ping-Pong spielen, das ist cool. Das ist viel mehr einfach, viel mehr sehr. Ich spiele es einfach mehr, das ist mehr produktiv jedenfalls. Und du hast an der letzten Film mit Carlos Lopez Estrada viel zusammen geschafft, den auch ein Kollege aus echter Stunde von 2000. Du hast ein Talent an die richtige Schleit kennenzulernen, die extrem talentiert sind, ganz gut in dem sie zu machen. Ich weiß nicht, wie das geschieht ist. Ja, also schon der Carlos auch zu selber Zeit wie Daniels kennengelernt. Aber die kennen sie schon, jeder kennt sie schon. Nee, ich meine, das ist auch ein Froh von, ich meine, irgendwie durch Vimeo und Farbe relativ kleine Zirkel. Und irgendwie, und ich kann es ja jeder kennengelernt oder also ähnlich wie zu Lützeburg mit dem Sweet Dreams from Slaughterhouse. Genau, ja. Auch alle sehr kleine Musikindustrie wie Lützeburg, wo alle Menschen kennen. Weil ja, das ist ein Kollege von mir, den auch ein Kollege von Daniels ist und den dann einfach bei mir kommen, als gesagt hat,
ich gestern mal eng geschwar dir sagst du komm schon Akzent bist du wie war Jeff das viel crossover das ein trotzdem in ganz kleine Industrie und ich gefühl auch wenn dann ein großer Staat ist et graut mal Luft für die froh zu stellen selber weil das ist ein Thema was mich mega beschäftigt und wenn man zu lange darüber schwätzt werde ich remote lang nicht können schlufe weil mir dreht sich der Fabian schon weit können die ganz AI-Thematik das es fährt eng immens Geforas für Leute wie dich die am VFX schaffen weil dat eventuell kennt an paar Jahren vielleicht sogar ein paar Main extinct sind so sehr wie sich da entwickelt du weißt nicht genau außer dem Thema mit dem du dich beschäftigst hast du schon immer da gespielt planst du das komplett aus wie gehst du immer da nach haute Moien einem Textthread man die verhängen eben an Gösters Zora OpenAI mat neuen man eng neue Modell rauskommen se all die neue Sachen mega impressionant dann voilà, alle de Moien de ganze Moien drüber diskutiert wat du geschieht an wéi dat dolo Zukunft fir Reklamme fir Kinosfilmer méi schmengen an der Nuss der Zukunft sinn op jeden Fall mal viel Berufer vor da steht fest da fängt schon bei der Produktion an der Lachkind so den everything everywhere kann man gemacht wird so an 10 Jahren Filmchemie ist fängt sich weil wenn das so weitergeht möchte App ist also wie am traditionelle Sinn Tausenden an Tausende von Euro an Dollar ausgefir beim Platz go zu filmen, Leben zu riskieren, Zeit zu verschwenden. Das ist wirklich einfach die logische Konklusion aus man fertig denkst, dat man nicht mehr filmen, dat Filmen wirklich also Ausnahmen also wie haut nicht. Das schwer so ich denke dass selbst ernstes geht da einer Spur abgehen oder parallel zum also wenn mir schwätzen wo mir schaffen ich bin traditionell Film das geht weiter denke ich mir parallel dazu geht alles weil man mit sie schon umgegangen zu Ströbel gehen TikTok gehen Snapchat all die anderen sozialen Medien wo Leute hier Zeit draufstehen gucken ob Bildschirm konsumieren voilà. Und alles wollen dann 10 Sekunden gesehen dann genau an den Stunden am Dach die Kuch wo Leute Filme können abhaken die Stück vom Kuch geht mich klein an dat Maschinenkalo nonstop halluzinieren an der Content Bilder gehen die wie wirklich geht ausgesehen voilà, du kannst den ganz Zeit verbringen für den Film selber ich denke nicht dat lo von haut was ich mengen aber dass schon einen seriösen Impact wird darüber raus wenn man me möchte wie mein Karriere geht oder sowas was wirklich die größer Implikationen von wat für ein Effekt dat als Kollektiv Memoire huet als Kollektiv Imagination de Bilder können trauen du kannst du kannst de Bilder chauffieren traum kann den Zeitpunkt wo du einfach net wie kann so dat du ausgeschieht weil einfach du kannst dem Rekord also dem Dinge net kleven dann du hast wirklich ein Person de do war oder der da lieft huet oder 400 AI-Zeit geleiert huet, de der verifizieren kann so ja dat war so das geschieht. An schmengen dat die groß Gefahr hast, dat man einfach an engem Sumpf von Computerhalluzinationen, weil das war das einfach eng Maschine die drauf trainiert das bis wesen viel wert dat so nach so hue de Ker von der Sache so net die raison d'être sie wissen wie wat sie möchte was sie möchte sie möchte ist mir unheis Geschichten und als Memoiren all die Sachen als wenn man irgendwie an der Konstitutional machen das irgendwie geduld als Signpost also als Schilder oder als Lektionen oder als Warnungen über der Leben zu feiern ja über Kondition humain ja. An Maschinen van Dele aufhängt Sachen doch rauszuspeizen sie wissen gar keine Erfahrung gemacht außer wie voilà, indirekt irgendwie wat die Welt heraus hast und sie fängt die Sachen zu imitieren an du fängt dann nun einfach ja du weißt nämlich wat von enger menschlicher Experienz also wat von Mensch zu Mensch irgendwie erzählt geht so von einer Generation zu der nächsten von einer Person und die nächste wat
wichtig ist, was die gelieft tun, aber was du als Lektion für dich kannst holen. All die Sachen sind so schwer zu finden, weil so viel überschwemmt liegt mit dem Kontinu da. Ich fand ein mega schweres Thema. Ich denke leider viel zu oft drüber nur mich mir extrem sorgen, wirklich, dass wir möchten dort das eng fast immer Ragin die nämlich wer trickgängig machbar sehen. Ich will nicht so, dass dann von der Welt das dann von der Welt. Also für mich, ich kenne davon nicht, dass mir gehabt. Und lo ganz oft gesehen vom Weltniveau, erwartet man da als Spezies möchte, dann wie mir als Selbstbild dadurch beeinflusst kriegen und noch zwischenmenschliche Relationen und all die Sachen da. Das ist eine Sache. Mir dann just spezifisch auf Eis, Passion und Kunst und Leidenschaft. AI mischt meiner Meinung nur einfach devalorisiert alles. Das nicht mehr wert. Weißt du, weil das an 0,1 Sekunden gegen die Sache kreiert. Ohne Effort. Nicht schon drin. Weißt du, die 10.000 Stunden, die du musst an etwas investieren, als Mensch für gut zu gehen an einem Handwerk. Das mischt eben, dass der Handwerk, wenn du bis beherrschst, nur 10.000 Stunden, mischt das so wertvoll. Weißt du, weil du so viel von der Lebenszeit daran investiert hast und so weiter. Und wenn du denkst, ja, wenn alles möglich ist, dann hast du nicht mehr irgendwie so wert. Du kannst auch dabei, dass du überschwemmt bist dann mit Bilder, mit Content, wie sie das schön nennen. Das ist einfach, das ist nicht mehr wert. Ja, ich meine, also vieles davon hängt auch davon auf, also die Bereiche, also die visuelle Kunsten, die wirklich direkt davon betroffen sind. Andere Bereiche sind natürlich auch betroffen davon. Aber gehen immer noch Sachen, voilà, wo du ja nur siehst, oh, für was sind wir überhaupt so weit gekommen? Für was, also überhaupt. Überhaupt sind wir wirklich, ich meine, so viel Systeme aufgebaut, voilà. An dem kannst du dich auch, der Teil hat das gelesen, immer überhaupt zu fragen, für was, okay, für was machen wir Filme schon mehr, für was machen wir, brauchen wir Computer nicht überhaupt, für was machen wir, wo ich alles auf vorstellen, wo du dann bist, wie sind wir überhaupt reingekommen, müssen wir da, nee, der Punkt ist absolut richtig. Und das ist vielleicht noch etwas Positives, das ist einfach sich zu froh, wer das der Wert davon ist. Also für was machen wir das? Wieso erzählen wir Zünter Menschen Gedanken, wieso erzählen wir Geschichten? Wieso immer die Böse für Geschichten zu hören und zu erzählen? Ja. Das Motto ist für also eine Sorte Resistenz schon irgendwie rauszustürchen aus der Masse, sondern einfach etwas zu machen, was eine Maschine nicht macht. Ja, das, und das wirklich das was spielst, da auch dat wo net wees, wie schnell de moment errecht gött, weil kann auch sinn, dat die Salo eng zur Platte errecht, wis eng Zort uncanny Valley, wo du immer nach se so so ein Gefühl, wo du guckst an du wees, dat so neicht wat den wie traditionelle Film so gemacht gin hast. Du hast Maschine du Apples, da mat ze den, weil du spielst, dat du nach so ein schwer so mehr hanst du Trichter Fake in voilà. Weißt du, wie sie früher beim 3D, wenn 3D nicht gut genug war, müsste man so froh sind, wie wichtig das Leute noch ist. Also wir drei, wir schaffen in diesem Bereich und wir probieren eben gute Geschichten zu erzählen und wenn du siehst, etwas zu kreieren, was noch Wert hat. Aber wenn du bei irgendjemandem auf die Straße gehst, also denkst du, den dort Film hat viel mehr Wert wie, ich weiß nicht, ob es von AI gemacht ist. Für den ist das gleich dasselbe. Für den Maß bestimmt. Für den möchte das wahrscheinlich keinen Unterschied. Mit Theater geht es doch noch immer. Malerei geht doch noch immer. Bildhauerei geht noch immer. Es sind da Tausende von Jahren. Und ich kann einfach nicht hoffen, dass doch die Gegenbewegung oder geht, für einen Trick zu gehen, ob das, was uns als Menschen definiert und die Moyen für sich als Mensch zu exprimieren, was eine Maschine nie kann reproduzieren. Ja. Das Problem ist, dass man Theater in der Sache, solange die Leute Theater gucken gehen und immer zu verdenken, machen sie weiter Theater. Und das ist eben immer der Fall. Wenn die Leute besuchen, sich zu futterieren und das ist ihnen scheißegal, dann heißt, kann ich auch tot. Ja, aber das viel realistisch zu sehen, wenn sie für Männer suchen können einen Film machen oder eine Reklame, dann machen sie für Männer suchen eine Reklame oder einen Film. Aber wenn die Leute nicht wirklich einen großen Unterschied machen, das ist das, was mir so sorgen möchte, dass eben das Moment vom Tag, also alles bei der Welt geht mehr, man geht um Business. Im Moment von der wie suchen wir aus, wie kriegen wir dran, weil sie können das selber für ein Drittel vom Preis machen, da verlieren sie vielleicht, ich weiß nicht, 5% von der Leute sind los, oh, das gefällt mir nicht, die anderen 95% gucken nicht trotzdem, dann machen sie das.
gesinn net wie dat soll ändern wie dat soll entwickle wie do sinn mega düster Zukunft et dreht sich alles im zu moment vum Dach an wann du Theater gut Beispiel mit Leiit gin den Theater iwwer kucken Leiit bezuelt fir den Theater war chemi gif kucke go lo all tele kucken da gibt doch kein Theater solange den Niveau nach gëtt bei de Leiit wie solange immer nach eng Communityit gëtt die sech méi afreen und der Realität an de Mënschen wie un Maschinen an den Fake Bilder das Eis Generation kennt die letzte den Lo 12 erholt also den Apple Vision und und mega cool fand das wie abgewollt abgewusst kannst du mal den Vierwurf machen mit denen du 4 ran ab es anders so lief wie mir wenn man Goonies geguckt haben das dann von der entdecken so wie ich mal 13 Uhr Vinyl entdeckt und dann Beatles gelauscht tun so fuck wie geil das viel Moment entdecken der Platz von digital also das wird zu hoffen immer nach München mit einem Körper mir Relationen dann nähen modernere Körperin am Moment nach Raum oder im Kasse der Matrix voilà, die Pandora als Box abgemacht kann schon ich kriege wirklich so du drehten sich wirklich den Mo bei mir das von mir Sache schwarze wirklich so passioniert die wat konst weil die beschehen hast mir dann geht doch viel mehr unisch von Bimolabs kind wat konst so threaten wie absolut alles wird für mich lebenswert mischt steht heim im Spiel das steht fest also schon noch schon selber eben missen oder ugefangen zu benutzen an der Armee habecht wis weil wirklich Stütze aus heinst du oder sag mich schnell mischt naiv net zu machen verschwenst Zeit suchen du musst quasi unhöllen an auch pushen weil das dann die nächste was der Teil vom Problem oder also das Problem du musst pushen gucken dass doch neue Sachen immer da müsst die 4 nach gesehen hört oder die dass die irgendwie am Pipeline abbau so platzen weil das auch nicht dass direkt Text zu Video dass du direkt das just nach dat wert sind ich meine dass es viel Rampen on-Ramps an der Pipeline Werte gehen wo du kannst ersetzen aber nicht für wirklich von Anfang bis Schluss können keine Intervention vom Mensch oder vom Artist ist. Ja, wenn just dat wir, wenn wirklich ein Tool wäre, was du so Platz weiß, kannst drasch drehen, dann wäre das okay Problem. Es gibt vielleicht 5 Jahre, 10 Jahre schätze mir auf Sachen, wo gesagt wird, mit normale VFX wird das nie möglich gewesen. Also im Moment denke mal alles. Du denkst wahrscheinlich alles ist möglich. Mit dem richtigen Budget, der richtigen Leute, richtige Zeit, das ist alles möglich. Ja. Wie vielleicht gibt dann 10 Jahre irgendetwas, wo man so du hast mal für 10 Jahre nie drüber nachgedacht, mir ohne AI wird das nicht möglich gewesen. Du fällst immer irgendwie etwas drüber. Wie weil eben am meisten geforscht steht, sind eben die normale Sachen. Wie es einfach eine 10, die nicht irgendwie enhanced das etwas wat AI kein die überholen an dann hast froh wat kannst du noch gedrop setzen wie kannst AI eben als Tool benutzen das ein bisschen Menge Antwort bei all den Sachen wenn auch so etwas könnt just dann so zu machen an zu mengen die fortgehen der klappt nicht da was du wirklich stehen ja nur auf der Strecke steht oder wie der Blitze wo ich seht wann du irgendwie musstet benutzen probieren als 4 zu benutzen an hoffentlich dich nicht komplett weil ich denke wann du schon AI denken schon Postproduktion sind die für mich am meisten Lot zumindest betraf auch dein Job natürlich war Job ja nee war kein physischen Dremi organisiert geht dann stelle ich kein Leid dann sicher keine Locations ich brauche kein Equipment das ist all die Sachen ich denke dann drin bei irgendeinem muss immer nach von den Artist seht mein Lied wann nach Artist geht dann just AI mit der Musik rauskommen da brauchen so Video du musst noch mal bei kreative Cup goen de mat engem kreative Cup bei AI geht der am Kap hun gedommer Leiit die dat muss organiieren me ja ne natürlich also das kein Joblo an der kreative Industriemensch den du vun secher hast und du muss we fan mat zerliewen wat oft bleibt das da man irgendwie die Originalität die neue Stimmen neue Stile opbringt dat Maschine dat net war moment das vieles was gesagt hier trainiert wat schon existiert genau an der ganz eng Zopp bei mehr oder weniger nur dem schmerz war schon gehen also irgendwie war impressionant ausgeseit ne du war net Leute man sich in Vision eng stimme schmengen da das
Menge Hoffnung hast, dass die wirklich nach mehr rauswerte stohlen, dass du das wirklich spürst, von ein Hand ein Projekt hast, den, so wie mir eben, mein Prozess ist also noch, weil das Bild am Kopf, das Bild muss raus, irgendwie, mir ist egal, ob das ein bisschen AI oder viele AI, voilà, mir, wenn die AI mir das Bild liefert, wenn das so random geht, ne? weil das ist auch das auch nicht, wo ich oft gesehen, du hast dann Leute, die, guck mal, wie impressionant das Bild hast, mir, hast du schon probiert, das Bild, was ich am Kopf habe, durch AI eben zu generieren. Und das stützt den ganzen Tag hin oder drauf, für nicht mal nur zu kommen, wo ich ja nur so hast, besser gehabt, einfach Stift zu machen. Genau, nee, ja, ich möchte am Moment just das, was das schon geht. Ja. Ich eben extrem sehr. Ja. Mit der Tisch nicht irgendwie Sachen gibt, die selber noch muss kreativ. Ja. Aber vielleicht können wir dem noch zu dem Punkt für so einen Chip direkt an den Kopf und dann hörst du eben, wusste, was da am Kopf gesagt oder was du durch den A gesagt hast, auf dem Bildschirm ans bringen und dann kannst du eh Gedanken auf der Tele gucken. Hörst du schon mal VR, also nie gesagt? Virtual Reality. Ja, ein bisschen für die Rear Window haben wir dem uns ein bisschen probiert. Mehr außerdem habe ich nicht schrecklich viel bis so mit AR zu dir gehabt. Für mich ist das größte Problem mit all den Sachen, dass das halt grenzenlos ist. Das ist immer ein Risiko. Das alles kannst genau. Heinz war es gut, Limitationen zu holen. So ein Hai. Es gibt einen Ausschnitt, ein Rechteck, wo du den Geschichte muss erzählen. Und dann haben wir auch noch eben die Sache vom Schnitt. Der Schnitt, die Sache ist, die sonst keine Kunstform hat. VR, Schnitt ist komisch. Funktioniert nicht wirklich so. Der Schnitt am Film, also etwas, was dem Film eigenartig ist, das auch schwer zu sagen ist, das war wie Alchemie, wo du Schnitt hinkommt. Ne? Und da meine ich das auch etwas, wo ich hoffe, dass das an der Magie vom Schnitt etwas übrig bleibt, was Maschinen nicht so wirklich können imitieren. Weil wir spüren, weil wir wirklich spüren, so, das da, ja, das, ich weiß nicht, wie war das Bild, nur dem Bild, nur dem Bild. Wie weit lässt das die Emotion bei mir aus? Das ist schon ja das zu intellektualisieren. Ganz viel mit Intuition und Emotionen zu sehen. Du hast keine andere Kunstform, wo etwas Ähnliches wie Montage existiert. Film besteht ja aus einer Panoplie von verschiedenen Kunstrichtungen, die zusammenwachsen. Und Montage ist das einzige, was der Film hat, was keine andere Kunstform auch hat. Ja, und irgendwie funktioniert das. Das ist auch das Komische drin, dass man am UK Schnatt am wirklichen Leben wissen, also Blickwinkel, den wissen nicht von einem Moment auf den anderen. Und irgendwie funktioniert das. Und das Mystère, da hoffen ich, dass du noch irgendwie etwas präserviert, was mir allein und mir just können machen, der Maschine fertig ja. Bisschen Hoffnung, aber zum Schluss nicht gehabt. Hoffnung, schief zu lassen. Da würde ich eine Schäfrau stellen für die Sache, ich habe zu rappen, immer Katze gehen. Oder Crash. Immer Katze. Also. Du hast ja keinen Podcast nicht gelauscht. Also. Ja, da bist du gut nicht. Sorry. Das ist wirklich ein Problem. Da hat Raps gefallen. Nee, also der Podcast heißt Elevator Pitch. Ja. Das heißt, wir haben einen Running Gag, den an alle Episoden muss vorkommen. Du stehst vor einem Lift, dir geht ab, gehst ran, und da sagst du, dass du bei die Person steht, die du immer wohl treffen, und du hörst dann auf engstem Raum angesperrt mit der Person ungefähr 1 Minute ungedeelten Aufmerksamkeit. Wie wir das? Und was gingst du die Person will freuen? Liebst oder da? Voilà. Die kann leben, das kann eine Figur aus der Vergangenheit sein. Eine Person sein, die du schon getroffen hast. Ne? Theoretisch schon. Du kennst ja so, und das ist eine Person, die so einen Impact auf der Schad, vielleicht als Person wie du, und du wirst eigentlich mit, ja. You take it, you go wherever you want. Das ist schwer. Ich habe schon Leute getroffen, die ich schon immer treffen, gell? Und dann warst du enttäuscht. Ja. Voilà, dann war so, so what. Weil mir das schon Prüfung geschieht ist, würde ich nicht mehr wirklich sehen. Naja, was wird denn den Hitchcock da stören? Ich weiß, dass du der größte Fan bist vom Hitchcock. Ja, ich gebe mir ein Telefon raus und ich so, check this out. Guck mal, cool. Ne? Du kannst es auch gerne eine Geschichte erzählen von einer von den Personen, die du getroffen hast. Die das gar nicht von schwarz. Genau. Also ich nehme mal den Michel Gondry getroffen, wie ich an der Stadt den Hologramm ausgestattet habe. Dann Alexis Junkosa, den Direktor vom Filmfestival, so da Michel Gondry aus kennt moi vu Paris man TGV aus der Lostteam
Darstellung zu weisen bis mich frei ab kannst du ihm Darstellung weisen cool geschlof ist ich war Michael Gondry wie gesagt schon DVD in Musikvideo alles auswendig gekannt schon alles op auf geguckt ne voilà, hin oder so gewissen Image stehen an engem Dokumentär vu sich selber gött so ein Bild am Kap ne immer geduert war Michael Gondry keine ist die versteht was ich machen würde den also bist du gleich ich kann voilà, werden du bei der Ausstellung dat können endlich schon Tipp den guckt pur frohstellt und cool und dat war dat du hast ein Schwim en Situation wie man lief verwendet denken den Konsch gesinn Konsch geschaut weil dann wird halt das normal interessant wen Leid sich vierstellen mit das net dass die zu einem interessante Gespräch ja. Ich mein, den Typ war auch einfach bisschen komisch ja du bist auch bis komisch so, ja nee voilà. Never meet your heroes ja never meet your heroes macht den warten op das na der Kringluft gött Chef, wir sind auf viel muss Merci dass dort Latsch kommt was wenn das wirklich mega gefret wir haben jetzt Potter Gleichfalls merci für Dank